Bum. Hey, Pippi Langstrumpf, jetzt schauen wir niemanden. Hallo, wie geht's? Wie geht's euch? Ich bin wieder zurück und ich muss einfach wirklich sagen, wow, mein Mikrofon hat letzte Woche nicht funktioniert, beziehungsweise es hat getönt, als wäre ich mit einem Rosszaun verbunden. Es war also piep, piep, piep im Hintergrund gewesen. Aber wirklich, als hätte ich irgendwie einen Stromschlag irgendwo, wo man droht jede Sekunde. Und ich habe es nicht geschafft und ich habe 2 verschiedene Mikrofone. Also ich habe ja hier das da und das da. Und das sind 2 ganz unterschiedliche Arten von Mikrofon, weil das eine wird mit so einem Teil hier verbunden und das andere kommt direkt in meinen Laptop. Und beide haben einfach nicht beide haben das dumme Geräusch im Hintergrund gehabt und ich habe es nicht geschafft. Ich habe ChatGPT gefragt, ich habe gegoogelt, nichts hat funktioniert und ich habe einfach aufgeben. Und ich habe absolut eine Folge ready für euch in meinem kleinen blauen Büchlein. Darum, diesmal ist es nicht mal meine Schuld. Natürlich ist es trotzdem meine Schuld, weil ich zu dumm bin, um das anzubekommen. Jetzt habe ich einfach eine Woche gewartet, legit eine Woche, das Zeug nicht angelenkt, habe es nochmal probiert und jetzt ist das Geräusch weg. Und ich habe alles genau gleich gemacht wie vorher. Vielleicht hätte ich ja in dieser Folge irgendetwas Cancelbares gesagt, dass ich nie mehr eine Podcast-Folge aufladen und so. Darum, ja, danke ans Universum, falls es mich vor etwas beschützt hat. Ich glaube es zwar weniger. Ich habe gedacht, es sind nämlich richtig viele neue Leute dazugekommen. Jetzt auch beim Podcast. Ich frage mich, sind das Deutsche? Checkt ihr überhaupt irgendetwas oder hört ihr es wieder auch nur zum Einschlafen? Weil, lasst mir jemand zu? Ja, nein, stimmt mal ab. Lasst jemand gerade aktiv zu. Wegen dieser Tatsache, dass jetzt auch beim Podcast ganz viele neue Followers dazugekommen sind. Ich sehe ja das alles, weißt, ich bin ja eine analytische Maus. Ich habe das im Griff. Habe ich gedacht, wir machen heute wieder mal eine Folge, wo Fragen drin vorkommen. Und nicht so, hallo, wie heisst du? Wie alt bist du? Sondern natürlich Fragen, die uns alle vielleicht interessieren könnten. Falls nicht, es tut mir leid. Zuerst wollte ich aber mal sagen, mein Praktikum, wo ich jetzt 2 Wochen jeden Tag wieder dort war, das nennt man Blockpraktikum. Das haben wir nicht in jedem PH-Studium, aber bei uns hast du das. Übrigens, PH, Pädagogische Hochschule, ich werde Primarlehrerin. Ja. Ich kriege immer wieder so die Aussage, du, wieso wirst du Lehrerin und wie willst du überhaupt Lehrerin sein und wie geht das überhaupt mit diesen Kindern? Ich meine, die kennen die ja safe alle. Weißt du was? Egal, was ich mache in meinem Leben, es weiss jeder, dass ich Sachen auf Social Media poste. Das ist egal, ob ich in einem Büro mit 50-jährigen Männchen arbeite oder in einem Schulzimmer mit 12-Jährigen. Das weiss jeder. Und früher oder später wissen es auch immer die Leute, die es von Anfang an eigentlich nicht gewusst haben. Weil, guess what, Leute erzählen gerne Sachen um. Wirklich, es macht extrem viel Spass. Es war jetzt aber auch anstrengend gewesen. Ich weiss nicht, ich habe einfach immer nach so einem Blockpraktikum bin ich so, wow, das ist wirklich extremst anstrengend. Und es ist so viel mehr dahinter, und das sage ich euch ja eigentlich low-key immer, aber es ist so viel mehr dahinter, wenn du Lehrperson bist, als einfach nur unterrichten. Und als Praktikantin hast du natürlich überhaupt nicht die Verantwortung, wie eine richtige Klassenlehrperson das hat. Und du kannst einfach heimgehen und bist so, ja, okay, jetzt muss halt die Klassenlehrperson mit dem Zeug umgehen und dies und das und jenes noch machen. Die haben ja auch ganz viele so Sitzungen und Mittwochnachmittag ist nicht frei. Übrigens, falls du das noch nie jemand erzählt hat, Mittwochnachmittag ist überhaupt nicht frei. Irgendwie habe ich zu heiß. Ja, aber eben jedes Mal, wenn ich so länger dort bin, ich merke, wie anstrengend es ist, dass ich mein Leben außerhalb einfach irgendwie nicht mehr im Griff habe, weil ich das gerne gut machen will. Also ich bin wirklich extrem perfektionistisch, auch mit meinen Lektionen und so. Nicht, dass es nachher perfekt rauskommt, überhaupt nicht. Aber ich will einfach das, was ich im Voraus machen kann, so gut wie möglich machen, weil sonst stresst es mich mega, wenn ich das Gefühl habe, ich habe keinen Plan oder ich check nicht, was ich jetzt gerade unterrichten will oder so. Und ich sage es euch, man würde so meinen, Primarschule, so die Sachen kann man einfach. Turns out, nein, du musst es nochmal lernen. Ich habe keine Ahnung mehr, also vor allem vor dem Praktikum, habe ich doch keine Ahnung mehr gehabt, wie das man schriftlich dividiert oder multipliziert. Und vor allem lernen sie die Kinder immer anders. Also das war ja schon früher ein Problem gewesen, wenn meine Eltern mit mir haben, oder meine Mami, besser gesagt, wenn wir Mathe lernen, dann ist sie so gewesen, also man macht so und so und so. Und ich so, nein, Crash-out gegangen. Das macht man nicht so, ich check's nicht. Weil sie halt einfach etwas anderes gelernt hat in ihrer Schulzeit und meine Lehrpersonen mir etwas anderes probiert haben beizubringen und meine Kollegen haben es dann von ihren Eltern nochmal anders gelernt und ich bin einfach so dort gesessen, so, Leute, wie mache ich 50 minus 70? Hilfe. Turns out, ich gebe euch jetzt mal eine Matheaufgabe, die beschäftigt mich seit 2 Wochen. Seit 2 Wochen und die Kinder können das. Ich habe das Gefühl, je mehr du über Mathe weisst, weil ich habe schon auch schwierige Sachen müssen lösen im Gymi und so,
natürlich habe ich es nicht gut können, aber ich habe dann irgendwann, bin dann schon drauf gekommen, wie man das macht, weil ich es halt lernen musste. Aber je mehr du weißt, wie komplex das Zeug werden kann, desto weniger gut kannst du irgendwie so die simplen Sachen. So, im Moment ist auch so, dass mit dem Strecke, Zeit, Geschwindigkeit, dann bist du so, okay, du willst 10 Kilometer fahren. Wie lange hast du für das, wenn du 60 km/h fährst? Okay, das ist also einfach. Du kommst einfach dort an und die haben halt ihr Thema. Es ist ja nicht, dass ich das ganze Jahr jede Stunde dort war und check, um was es geht, sondern ich werde einfach so in das kalte Wasser geworfen, so, hey, können Sie mir da helfen? Und ich bin dann so, ja. Und dann bist du so dort und bist so, okay, ja, wie erkläre ich dir das? Was sage ich dir? Einmal wollte ich auch so sagen, ja weisst, ja, ich habe irgendwie gesagt, das ist eine Potenz. Und sie schauen mich so an, so, was ist das? Und dann bin ich so, ja, also halt hoch 2. Und dann sind sie immer noch so, was reden sie? Bis du mal checkst, was die Kinder wissen müssen bis dann. Wirklich, es ist so pain. Auf jeden Fall die Aufgabe, die mich verfolgt, ich weiss, es interessiert keine Sau, aber mich interessiert es. Und ihr interessiert euch für mich, sonst würdet ihr nicht hören. Also müsst ihr euch meine tiefen Probleme im Leben anschauen. Du hast 28 Erdbeerkörbchen. Also Erdbeere, die in Körbchen eingefüllt sind. 28 von denen. Nein, jetzt habe ich euch die Lösung gegeben. Es sind 42. Du hast 42 Erdbeerkörbchen in 500 Gramm Päckchen aufgeteilt. Jetzt teilst du diese Körbchen auf in 750 Gramm Portionen. Wie viele Körbchen sind es? Sorry, wieso muss das ein Sechsklässler können? Bin ich blöd? Das ist doch nicht so mega einfach. Also, die haben das aber alle so im Kopf gemacht. Die haben sich nicht mal etwas aufgeschrieben. Die können das einfach. Was sonst so gelaufen ist, seit wir uns zuletzt gehört haben, die Schweizer Medien sind obsessed mit mir und es nervt. Ich glaube, andere Leute wären so wuh. Aber ich bin einfach so, oh mein Gott, ist das peinlich. Es ist so peinlich. Es interessiert doch niemand, was ich zum Leben zu melden habe. Weißt du, so wirklich etwas Unnötiges aus meiner Story oder so. Am nächsten Morgen wache ich auf, schreiben mir meine Mami, mein Vater, alle Leute schicken mir so, haha, schau, schon wieder. Wieso lesen die auch alle 20 Minuten, übrigens? Ja, als ich das Wort Influencerin gelesen habe, hat es mir schon abgelöscht. Habe den Artikel nicht weitergelesen. Good for you. Wirklich, good for you. Anderes Thema, wer kommentiert bei 20 Minuten Artikel? Wer hat Kontrolle über sein Leben so verloren? Ich habe auch mit jemandem darüber geredet, letztens. Und habe mir so gedacht, ich habe ja wirklich noch nie so richtig einen klassischen 9-to-5-Job gehabt. Trigger! Ja, so eine bin ich. Aber mein tägliches Brot verdiene ich mir trotzdem selbst, bevor wir da alle schräg reinkommen. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, wenn du einen harten Job machst, wo du wirklich vom Morgen am 8 Uhr bis zum Abend am 6 Uhr dort hockst und einfach dein Leben hasst. Keine Ahnung, wie das ist. Aber das ist ja wirklich die Realität der Mehrheit der Bevölkerung. Einfach so Mittelschicht. Du musst arbeiten, egal ob dir der Job gefällt oder nicht. Dann denke ich mir einfach so, okay, die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung ist so. Lebt so ein Leben. Und dann hast du Feierabend oder Mittag oder irgendwie die 9 Pause oder sonst irgendetwas. Und du nimmst dir die Zeit, wirklich die Prozentsatz an Zeit, die du ja an deinem Tag hast, ist ja wirklich so begrenzt. Und gehst auf 20 Minuten einen Kommentar verfassen. Und das hat wirklich einfach alles geschiftet für mich. Ich habe mir so gedacht, wow, es tut mir wirklich leid für euch. Ich habe wirklich Mitleid. Weil die Lebenszeit kriegst du nie mehr zurück. Ich habe aus dem Google Forms, wo ich in meiner Bio habe, einfach Fragen rausgesucht. Und wir fangen jetzt einfach mal mit dem an. Zwar hat jemand gefragt, schreiben dir viele Leute, weil sie deinen Humor nicht checken und meinen, du meinst es ernst? Actually, ja. Siehe Schweizer Medien. Es ist wirklich, amigs denke ich mir, wie treibt ihr euch im Internet um? Weil ich würde schon behaupten, bei mir ist es meistens recht klar, dass es nicht ernst gemeint ist und dass es mit Humor aufzufassen ist. Oder dass halt etwas eine sehr, sehr, sehr grosse Übertreibung ist. Zum Beispiel, wenn ich so sage, oh mein Gott, wieso schreiben die mir 400 Millionen Mal? Dann ist eigentlich jedem bewusst, dass mir niemand 400 Millionen Mal geschrieben hat. Es ist eine Hyperbel. Eine Übertreibung. Ich rede sehr übertrieben und kunstvoll, das muss man sagen. Das verstand ich auch, dass es vielleicht nicht immer überkommt, was damit genau gemeint ist. Aber es ist ein Stilmittel. Es soll Emotionen überbringen. Und so viele Leute schreiben mir auf meine Stories.
täglich, einfach wenn ich normal rede und ich rede im Fall wirklich so. Also in meinen Videos, natürlich tue ich mir dort, also keine Ahnung, ich habe auch wirklich nie ein Skript oder so, aber klar überlege ich mir vielleicht, bevor ich anfange zu reden, was ich sage, auch nicht immer. Ich filme ich einfach und schnurre irgendetwas. Aber so in meiner Story überlege ich keine Sekunde, was ich rede und ich tue es auch nicht zweimal filmen. Ich rede einfach, als würde ich meiner Kollegin einen Snap schicken und tue das dann posten. Also, hä? Und dann wirklich überlege ich mir doch nicht, ja, das könnten die Leute irgendwie so und so, sondern ich denke mir, okay, ihr seid gescheite Menschen da draussen. Und jeden Tag, hä, aber meinst du nicht, oder irgendwie, du kannst im Fall auch, da können sie so gut klugscheissern, wenn ich so bin, keine Ahnung, ich würde jetzt, eben, wie ich euch so das Mathe-Zeug erzähle, dann gibt es so 100 Leute, die mir jetzt schreiben und so sind, hey, im Fall, ich würde das abklären, weil ich meine, du musst ja dann wirklich das unterrichten. So, ja, Debbie Downer, logisch. Aber wenn ich ein Thema selber in einer Klasse behandle, dann informiere ich mich darüber zuerst und werde das Thema beherrschen, bevor ich es unterrichte. Das Problem ist einfach, dass ich nur gefühlt einmal in der Woche in einer Klasse bin und man hat in der Primar jeden Tag Mathe. Das heisst, jedes Mal, wenn ich ankomme, hat es ein anderes Thema. So, das ist der Amount of Ausführung, die ich eigentlich in meinen Posts überbringen sollte, damit die Leute alles checken und nicht missinterpretieren und mich dann eben, das ist eben das, was mich aufregt. Weil durch die Dummheit von der breiten Gesellschaft wird ich nachher in ein schlechtes Licht gestellt, weil sie es nicht gecheckt haben. Nachher ist es so, ja, die Emma, weisst, die ist doch so arrogant, weil die nennt sich ja immer junge, hübsche Frau. Ich bin so, sind ihr blöd? Es ist ein Witz, weil ich angefangen habe mit dem, wo ich gesagt habe, ich habe eine Glatze, weil ich so eine grosse Stirn habe, dass man meine Haare nicht sieht, wenn ich sie zusammenbinde. Und man meint, ich habe eine Glatze. Darum habe ich gesagt, diese junge, hübsche Frau. Einigermaßen junge, hübsche Frau. Sogar. Die Hälfte der Kommentare, was meint sie eigentlich, wer sie ist? Und ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, oftmals schreibe ich zurück, wenn jemand mir so krumm kommt. Weil ich mir einfach denke, ich muss dir jetzt einfach klarstellen, dass du dumm bist. Aber eigentlich bringt es nichts. Und eigentlich sollte ich die Leute ignorieren, weil wirklich, sonst lernen sie es nie. Etwas, was auch richtig oft gestellt worden ist, wie reagieren deine Mitschüler in der Schule oder deine MitstudentInnen im Studium darauf, dass du Social Media machst? Und ich habe eigentlich eine gute Antwort darauf. Im Studium, legit, hat es niemand interessiert. Glaub. Also nein, ich habe auch schon mitbekommen, dass Leute darüber reden und so, aber juckt. Und zu mir persönlich kommt eigentlich niemand. Es ist auch von Anfang an klar, also mir war bewusst gewesen, dass die Leute das wissen, weil man merkt einfach den Unterschied zwischen einer Person, die das weiß, und einer Person, die das nicht weiß. Ich kann euch das gar nicht richtig erklären, aber auch wenn ich auf der Straße rumlaufe, ich weiß genau, welche Menschen mich erkannt haben und welche Menschen keine Ahnung haben, wer ich bin. Das ist so, das merkst du einfach mit der Zeit, über die Jahre. Weil ich meine, ich bin ja immer ich und ich bin immer in dieser Situation. Es hat mich noch nie jemand an der PH darauf angesprochen, hey, gell, du machst doch die Videos. Niemand. Es kann sein, dass die Leute dann wie so nach einem Wochenende zum Beispiel, wenn ich irgendetwas Spezielles gemacht habe und das auch gepostet habe, dass die Leute dann so zu mir kommen und sagen, wie war es am Wochenende gewesen? Und dann bin ich in einer richtig unangenehmen Situation, weil meine Regel ist, falls da auch jemand, oh mein Gott, zum Teil hören sie im Fall auch meinen Podcast und sagen mir das dann danach, aber nicht so richtig, sondern so, ja, habe ich in deinem Podcast gehört, so in einem Nebensatz. Und ich bin so, was? Wie meinst du das? Du darfst meinen Podcast nicht hören. Und ich bin dann einfach so, weil eben, meine Regel ist, ich kann nicht davon ausgehen, dass die Leute mich kennen, ausser sie haben mir ins Gesicht gesagt, ich folge dir oder gell, du machst das und das, weil sonst ist es mega peinlich für mich. Ich habe das Gefühl, es kommt dann so mega arrogant über, wenn ich einfach, ich weiss es natürlich, aber wenn ich jetzt dir ins Gesicht sagen, ja, geil, du weisst es ja, das kommt einfach immer falsch über. Darum bin ich dann in der Situation, dass wenn mehr Leute nicht direkt etwas so explizit sagen, dass ich dann so tiptoe around it und einfach so bin, also was meinst du jetzt mit am Wochenende? Und dann müssen sie so sagen, du bist doch in Berlin an dieser Premiere oder so. Und dann bin ich so, Ich habe das Gefühl, im Psychologiestudium, ich habe noch ein Jahr Psychologie studiert, da habe ich das Gefühl, es war schon mehr so gewesen, oh mein Gott, geil. Aber es ist auch eine ganz andere Zielgruppe in einem Psychologiestudium. Alle, die schon mal Psychologie gemacht haben, ihr wisst genau, was ich meine.
Dort hat es mich dann auch schon mehr genervt, weil dann sind auch mega viele so Kommentare gekommen zu den Sachen, die ich gepostet habe. So, «Ah ja, du, gell, ja, du mit deinem Social-Media-Zeug, okay, gehst wieder auf Berlin.» Aber so nie «Viel Spaß in Berlin», sondern immer so ja. Und sonst, ich habe ja während dem Gymi angefangen, das ist übrigens das Abitur, während dem Gymi angefangen zu posten und dann war es einfach mega unangenehm gewesen, weil wir haben in der Klasse schon so eine Dynamik gehabt, die einfach mega nervig war. Es war so mega fest Mädchen gegen Buben gewesen. Und die Buben haben uns einfach alle mega genervt, weil wir sind natürlich auch irgendwann so in Stress gekommen, so, oh mein Gott, wir haben Prüfungen und wir müssen den Scheiß können, den wir hier lernen und wir machen alle nichts. Und die Buben sind mehr so im Vibe gewesen, sie sind eben mega, mega gescheit gewesen, alle. So, ja, wir müssen denen nicht zuhören, wir müssen alle einen Sechser. Und haben dann die ganze Zeit nur Scheissdreck gemacht. Und das heisst, wir haben Grüße gehen raus, übrigens. Aber wir haben die ganze Zeit sind schon so gegeneinander gewesen. Und es war immer so ein bisschen Krieg gewesen. Wir haben uns auch alle gerne gehabt. Es war nicht so deep gewesen, aber man ist halt pubertierend und alles regt einem auf. Und dazu waren wir eine IB-Klasse. Nochmal, if you know, you know. Das IB ist International Baccalaureate und ja, man spricht es wirklich so aus, ich hasse es. Du machst auch eine zweisprachige Matur, aber es ist wie noch ein anderes Curriculum. Blöd gesagt kann man sagen, in IB-Klassen sind einfach nur Streber, weil wieso würdest du das freiwillig machen? Das heisst, es war auch schon so ein bisschen Competition-Vibes und immer so einander andingsen. Und dann kommt noch dazu, dass ich natürlich immer die Leute war, wenn es darum ging, «Hey, könnt ihr jetzt mal leise sein, Alter, ihr regt so auf, seid mal ruhig.» Ich bin so eine, ich kann das nicht haben. Hör auf flüstern, hör auf reden, wenn jemand anderes redet. Es ist so unanständig. Es geht mir nicht mal darum, ich höre auch nicht zu. Ich bin auch an meinem Laptop etwas anderes am machen. Aber heb doch den Laden, es ist so unanständig. Ich hasse unanständige Leute. Dann hat es natürlich immer eine grosse Schnurre. Dann fange ich an, so Zeug zu posten. Das gibt natürlich eine gute Grundlage, um einfach nochmal mich peinlich berührt zu machen. Und ich muss euch auch sagen, ich habe mich geschämt dafür. Ich habe es mega peinlich gefunden. Sie haben dann nämlich so, nicht nur die von meiner Klasse, sondern einfach so alle haben dann im Gang mega laut meine Videos abgespielt und so TikTok, gell, was ist jetzt auf TikTok? Und damals habe ich glaube noch irgendwie Horse Doo geheissen oder so. Und dann einmal Skinny Scandi. Ich hatte ganz viele verschiedene Usernames gehabt. Und dann haben sie immer so den Username, den ich gerade hatte, so rumgeschraubt. Horse Doo. Oder wenn ich irgendetwas in einem Video gesagt oder geschrieben habe, haben sie so Quotes von dort so genommen und mir gesagt. Und es ist einfach so, ich habe halt immer gedacht, so, oh mein Gott, mega peinlich, dass ihr euch outet, dass ihr den Scheiß schaut. Und es hat auch mal so Girls gehabt, die unter uns waren im Jahrgang. Und ich dachte, hallo, wisst ihr nicht mehr, wie Schulregeln funktionieren? Wenn du unter mir in einer Stufe bist, hast du schon mal gar nichts zu mir zu sagen, weil du sollst Angst vor mir haben. Ich hatte Angst vor denen, die über uns waren. Das ist einfach die Hierarchie, wie sie funktioniert. Aber die New Gen hat das nicht gecheckt. Das waren so Corona-Kinder, die gemeint haben, ihnen gehört die Schule, wo sie dann wieder in die Schule kommen dürfen. So. Chill bisschen. Die sind dann, sie sind auch mega, also wirklich ultra laut auf dem Gang und unsere ganze Friend-Group war so genervt, weil wir actually etwas haben müssen machen und wir haben es einfach nicht machen, weil die so und also richtig einfach so wow, Schulvibes und sie sind so am laut lästern oder so. Und natürlich hat wieder niemand sich getraut, denen etwas zu sagen, außer ich. Ich bin dann immer die sich aufopfert für die Friend-Group und drunter kommt. Dann habe ich so gesagt, ich weiß nicht, was ich genau gesagt habe, wahrscheinlich so, ja, im Sinne von, ja, geht es noch lauter? Oder könnt ihr mal ein bisschen leisiger sein oder so? Es gibt Leute da, die probieren zu arbeiten. Also ich habe sicher nicht mega nett gesagt, so, sicher irgendein Spruch einfach. Und dann haben sie einfach, anstatt Angst bekommen von uns, weil wir sind die Ältesten waren, dann haben sie so angefangen laut über mich zu lästern. Und allein mit denen gewesen. Es war nicht ein voller Gang mit so 100 Leuten, sondern es sind so 5 Leute und 5 Leute so mega peinlich. Fangen sie an über mich zu lästern. Oh mein Gott, was meint ihr eigentlich, wer sie ist? Kibin meint alles Gimmi-Schüler, die meinen, sie sind das Gescheitste auf der Welt. So, auf welchem Niveau befinden wir uns hier gerade? Und dann haben sie einfach geschrauen. Was passiert sonst? Machst du sonst ein Video über uns? Dann habe ich einfach nichts mehr gesagt. Im Fall. Dann habe ich gedacht, über meine Leiche mache ich ein Video über euch. Was meint ihr eigentlich, wer ihr seid? Jetzt rede ich hier 5 Jahre später in meinem Podcast darüber. Aber hey, gewisse Sachen vergisst man auch einfach nicht. Also Fazit, es gibt gemeine Leute und es gibt Leute, die sagen gar nichts dazu. Und dann gibt es noch so Leute, die low-key Fan-Behavior haben und so jeden Tag kommen und so sind, hey, mega cool. Und dann weiss ich auch nicht, was machen, weil ich mir denke, bitte ignoriere mich einfach. Ich schäme mich.
Ist auch mir auch heute noch. Wenn Leute zu mir kommen, ich probiere es so tun, als fände ich es cool, aber eigentlich bin ich auch so, oh mein Gott. Dann ist die Frage gekommen, wieso redest du nie über deinen Freund? Ratet mal. Es gibt glaub, genau jemand oder 2 Leute aus meinem Leben, wo ich wirklich immer wieder poste, weil die Leute halt das auch gerne haben und selber auch eher posten und so. Dann ist es wie etwas anderes. Aber ein Freund, nein. Habt ihr das jemals gesehen, wie es gut kommt? Außer die Leute sind so verheiratet. Nein, es bietet nur Angriffsfläche. Ich bin nicht mit Leuten zusammen, im Fall, die Bock haben, in der Öffentlichkeit zu stehen. Meistens suche ich mir so Leute aus, die so sind, okay, und meine Videos nicht schauen. Weil, for obvious reasons, ich habe keinen Bock mit einem Fanboy zusammen zu sein. Es ist ja nicht ein Teil von dem, was ich mit euch teile oder was ich erzähle oder was euch etwas bringt, dass ich einen Freund habe. Und ich finde, das ist mega, also eigentlich immer, wenn man anfängt, das zu teilen oder zu posten oder davon zu erzählen, dann ist das so das Main-Ding an dieser Person. Ich merke viele, die machen nur noch zu zweit Content oder die erzählen dann nur von einer Beziehung und hinter der Kulisse kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das dann gesund ist für eine Beziehung, weil du schlachst das so aus. Mein Privatleben. Ja, ich habe auch noch eins. Warum wolltest du Lehrerin werden? Also eben, ich habe ja immer gemeint, wirklich mega lang. Ich habe auch schon ein Papier gefunden aus der Oberstufe, wo ich gelesen habe, dass ich will, Kinder- und Jugendpsychologin werden und das wäre so mein Traum, aber mal schauen, ob ich überhaupt ins Gymi komme und so, also mega herzig. Also eigentlich wollte ich wirklich immer etwas mit Psychologie machen wollen, bis ich halt eben in diesem Studium angekommen bin und gemerkt habe, ui, das interessiert mich aber wirklich gar nicht, was man dort wirklich lernt und eben so die Wissenschaft oder so der wissenschaftliche Aspekt dahinter. Ich habe schon immer mega gerne mit Kindern zu tun gehabt und ich habe es auch immer mega gut gehabt mit Kindern. Also Kinder sind für mich auch nicht etwas, wo man so abtut, als «Ah ja, du bist eh nur ein Kind». Du kannst mit Kindern mega normale Gespräche führen und kannst so lustig haben mit ihnen und Kinder sind mega lustig, egal ob sie das merken oder nicht. Und Kinder können auch richtig früh schon extra lustig sein und das überbringen. Es ist dann nicht so, du lachst sie aus, weil sie checken selber nicht, dass sie lustig sind. Kinder wissen genau, dass du sie lustig findest. Und irgendwie hat es mich einfach immer geickt, dass ich Kolleginnen hatte, die so mega auf das verbissen waren. So, ja, also wenn ich gross werde, dann bin ich Lehrerin und mache dies und das. Und ich bin immer so, von was redest du? Von wo willst du wissen, wie dein Leben aussehen wird und dass du eine gute Lehrerin bist? Wir sind gerade in der Schule und wir sind beide so low-key nicht am Zuhören. Also für mich ist das immer so gesehen, Lehrperson ist so ein richtig erwachsener Beruf. Darum ist es mir wie auch nicht im Kopf gesehen, weil alle haben mich auch immer, auch in meinem näheren Umfeld sind alle immer so gesehen, weißt du, weil ich so schlagfertig bin und einfach eine grosse Meinung habe und eine grosse Schnurre, blöd gesagt, auf Deutsch, gut Deutsch gesagt, sind alle immer so gesagt, nein, also Lehrerin, nein, nie und so. Aber trotzdem sind alle immer so gesagt, wow, du bist so gut in der Schule und du checkst das so gut und du gehst ja so gerne in die Schule. Also eigentlich liegt es wie auf der Hand. Es passt actually zu mir, obwohl ganz viele Leute das Gefühl haben, es passt nicht zu mir. Und so, es macht mir einfach mega viel Spaß. Es ist für mich einfach etwas Tieferes irgendwie, als einfach so, du machst etwas für Geld und das ist halt dein Job, sondern also erstens habe ich bis jetzt noch kein einziges Mal Geld bekommen dafür, dass ich unterrichtet habe, weil das Praktikum ist ja unbezahlt. Aber so, ich würde nie ans Geld denken bei dem, weil ich ja auch mein Geld anders verdiene. Also ich bin nicht abhängig davon, Lehrerin zu werden. Aber so das dort sein, das tut einem auf so viele verschiedene Ebenen irgendwie fordern und fördern. Also du musst nicht einfach Mathe können oder nicht einfach nur Deutsch können oder gut reden können. Also du musst so viele Sachen gleichzeitig können. Und darum ist es natürlich auch mega schwierig, eine gute Lehrperson zu sein. Und darum gibt es wahrscheinlich auch ganz viele, die mir zurückdenken und denken, oh mein Gott, du bist so ein schlechter Lehrer gewesen. Weil es ist eben nicht nur, ja, du kannst das. Und ganz ehrlich denke ich mir auch einfach, lieber arbeite ich mein ganzes Leben mit Kindern zusammen als mit Erwachsenen. Jemand hat gefragt, wie findest du Motivation, deine Wünsche zu verfolgen? Ich glaube, von außen denkt man schon, dass ich so jemand bin, der so aktiv so, hey, jo, jetzt fange ich an, Videos zu posten. Oder jetzt mache ich diesen Podcast, weil das ist mein Wunsch oder mein Traum. Oder jetzt kaufe ich mir diesen Hund, weil ich schon immer so einen Hund haben wollte. Oder jetzt reise ich einfach dorthin, weil ich das haben wollte. Aber eigentlich ist das für mich nie so ein das ist mein Traum, darum mache ich es. Nie. Und das finde ich mega schade. Also ich finde es mega cool, wenn Leute so bewusst wissen, was sie sich wünschen für sich selber und das dann so verfolgen und einen Plan haben und so auf dem Kurs bleiben und so. Aber ich mache einfach die Sachen, die mir eine Freude machen. Ich kann es euch gar nicht anders sagen, als
ich mache es einfach, weil ich weiss, ich will das machen. Und es ist dann, ich bin auch nicht ein Mensch, der wirklich dann fragen, so die Eltern oder so den Freund oder Kollegen. Ich gehe nie an und bin so, hey, meinst du, ist das eine gute Idee? Weil ich frage das amigs, aber wenn ich dich schon frage, dann weiss ich persönlich meine Antwort schon. Ich will das machen. Und wenn du mir jetzt Nein sagen würdest, würde ich einfach denken, oh mein Gott, du bist so ein Hater, du bist so blöd, aber ich würde es trotzdem machen. Also das, amigs habe ich auch das Bedürfnis, darüber zu reden, irgendwie mit jemandem und frage dann so blöd, aber dann habe ich mich schon dafür entschieden. Ich mache alles mit mir selber aus und bin einfach so, okay, jetzt mache ich das. Es ist einfach so, dass du musst etwas wollen, wirklich. Und ich habe auch schon oft mir so Fake-Ziele eingeredet, wo ich gedacht habe, das will ich, einfach weil andere Leute das wollen. Zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag ein Ab-Workout machen, das schießt mir des Todes an. Aber habe ich auch schon halt mit Leuten etwas zu tun gehabt oder im Internet irgendwo gesehen, dass andere Leute das als Ziel haben und habe dann gedacht, ja, das ist jetzt auch mein Ziel. Dann habe ich doch nach 2 Tagen keinen Bock mehr gehabt, weil ich eigentlich das nicht wirklich wollte. Vielleicht kann ich ein Sixpack wollen, ja, das wollen vielleicht viele Leute, aber so richtig den Aufwand betreiben, um ein Sixpack zu haben, habe ich dann auch keinen Bock gehabt. Aber so Sachen, die ich jetzt seit Jahren durchziehe und auch gerne mache und gut drin geworden bin, sind alles Sachen, die ich wirklich auch will und mache. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man checkt, will ich das oder meine ich einfach, dass ich das will. Und ich glaube, die meisten Sachen, die ihr wirklich machen wollt, dann hast du automatisch Motivation dafür. Intrinsische Motivation, hey, kommt von innen. Amis hast du extrinsische, wo von außen irgendwie reingeschnurrt wird, dass du das und das willst und das machen sollst und einfach Druck aufgebaut wird oder so. Aber das ist halt nicht genug für gewisse Sachen, die auch anstrengend sind oder mal scheiße sind. Da brauchst du irgendetwas von innen. Und ich denke mir mega oft einfach so, wieso würde ich es nicht machen? Und mega oft denke ich einfach, das kommt schon gut, weil es ist bis jetzt alles immer gut gekommen. Ich sage das auch immer meinen Kolleginnen, wenn sie sind, scheiße, ich weiß nicht und jetzt ist gerade alles scheiße oder so. Dann bin ich so, okay, ja, das kann gut sein, dass jetzt gerade alles scheiße ist, aber schau mal zurück und überleg dir, wie oft ist alles schon scheiße gewesen. Also so mit 12 habe ich gedacht, ich bin in meinem niedersten Loch und ich komme dort nie mehr raus. Also die Welt ist böse und scheiße. Wie oft habe ich das echt seither nochmal gedacht? Zu viel, leider. Aber es geht dann noch immer wieder rauf. Und das gibt mir so Motivation irgendwie so, es kommt alles gut. Und ich glaube wirklich an das. Ich finde, ihr solltet auch an das glauben. Jemand hat noch gefragt, wie vereinst du das Studium und Social Media? Gar nicht. Also, mein Studium hat ja die ersten 2 Semester noch Präsenzpflicht gehabt und das haben sie jetzt aufgehoben. Wenigstens muss ich jetzt nicht mehr hingehen, aber es gibt halt trotzdem, also es ist eigentlich ein Scam, weil ich habe so in der Woche sicher 3 Tage, wo ich eine Präsenzpflicht habe und wirklich an einem Ort sein muss. Das heisst, ich kann nicht einfach weggehen oder so. Aber vor dem, wo halt die Präsenzpflicht noch existiert hat, ist es richtig Pain gewesen, weil ich einfach alles absagen musste, weil ich nicht mein Studium verkacken konnte, obviously. Und das fragen mich auch immer wieder, wenn so Leute von den Medien oder sonst einfach Leute aus der Branche sind immer so, ja, aha, okay, und Studium, also ziehst du das jetzt voll durch? Und ich bin so, wow, ja, ich habe das Studium angefangen, nachdem ich erfolgreich war mit Social Media. Also, do your research. Nein, aber man erbringt Opfer. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Es gibt einfach viele Sachen, die ich nicht machen kann, die mega cool wären zu machen, wo ich aber weiss, also weißt, wenn es sein soll, dann soll es sein und dann kommt das auch in 2 Jahren noch, wenn ich vielleicht mehr Zeit habe oder nicht so eingebunden bin. Gerade so mega coole Anfragen oder ich weiß nicht, wie oft ich schon eine Anfrage bekommen habe, um irgendwo anzureisen und ich wäre so, ich will dort hin, aber ich kann nicht. Aber so rein theoretisch könnte man das halt einfach selber kaufen. Weißt, ich kann mir eine Reise leisten, um in meinen Ferien irgendwo wegzugehen. Es ist alles, wenn man es relativiert und einfach so ist so, hey, Bro, du hast noch genug Zeit, hoffentlich. Und wenn nicht, dann ist es halt auch blöd, dann kann ich auch nichts mehr ändern. Wenn es mich plötzlich nimmt, dann ist es halt so. Aber so, ich habe noch genug Zeit und das Zeug rennt mir nicht davon, nur weil ich jetzt 3 Jahre lang das Studium insgesamt mache. Das ist auch von mega vielen so quasi Arbeitskollegen und Kolleginnen, aka andere Influencer, sind auch am Anfang so, wow, was, okay, und wie machst du das? Also, aha, okay, aber wieso? Und so richtig das hinterfragen, so, wieso würdest du das machen? Es läuft ja bei dir. Ich bin so, ja, und? Haben das Gefühl, das ist mein Lebensinhalt? Also,
ich sage es euch, Content machen macht am meisten Spass, wenn man einen anderen Lebensinhalt nebenbei hat. Es ist mir nie so komisch gegangen, wie als ich ein Jahr lang nur Social Media gemacht habe und daheim rumgehockt bin, wirklich, als hätte ich nichts in meinem Leben. Und alle anderen haben ihr Leben parallel gelebt und studiert und gereist und keine was. Und ich bin einfach da in meiner dummen Stuhl gesessen und habe überlegt, ja, was habe ich jetzt im Internet zu erzählen? In meinem Leben passiert gar nichts. Und darum finde ich, es ist mega wichtig, dass man verschiedene Sachen macht. Vor allem, wenn man selbstständig ist. Und ich bin einfach nur von mir selber abhängig. Ihr könntet morgen alle sagen, oh mein Gott, die scheiß Emma, ich hasse sie, ich schaue nichts mehr von ihr. Es würde keine Brand-Deals mehr reinkommen, ich würde kein Geld mehr verdienen. Und was mache ich dann? Oh, ich habe nicht studiert, weil es mal gut gelaufen ist. Es ist ja irgendwie logisch, dass es nicht immer gut laufen wird. Und ich will nicht müssen Videos posten und abhängig sein von dem, wenn ich irgendwann keine Freude mehr daran hätte. So das Ding von, ja, aber wie kannst du denn Lehrerin sein und wie ist das dann mit deinen Schülern und Schülerinnen? Es ist nicht so deep. Es ist nicht so deep. Ich bin Praktikantin. Sie können mich wie nicht rausschießen, weil du postest Videos im Internet. Ich muss das Praktikum absolvieren. Ich werde nicht mal bezahlt. So, es ist nicht so deep. Wenn mich dann jemand actually einstellt als Lehrperson, dann stellen sie mich halt entweder ein und wissen das, oder sie sagen, hey, sorry, du darfst da nicht arbeiten. Aber, liebe Leute, es ist Lehrermangel. Und ich sage es euch, es laufen ganz wirklich fragwürdige Gestalten an Schulen. Und ich glaube, da ist das kleinste Übel, dass mein Gesicht ab und zu mal auf der 20-Minuten-Seite zu sehen ist, wegen irgendetwas Unnötigem. Ich meine, ich sage ja nicht verwerfliche Sachen. Ich bin nicht ein schlechter Mensch im Internet. Ich bin nicht irgendeine komische Gestalt. So, ich rede über Schweizerdeutsch oder Sachen, die ich gekauft habe oder Sachen, die mir passieren. Es ist wie nicht so deep. Und wenn sie mich wegen dem nicht haben wollen, dann ciao, dann suchen wir eine andere Schule. Das ist nicht so schlimm. Es haben mir eigentlich auch schon viele Schulen geschrieben und sie haben gesagt, hey Emma, wir finden dich mega sympathisch, wir hätten noch eine offene Stelle, hast du Lust? Es gibt immer eine Möglichkeit, Leute. Genau gleich, wenn ihr vielleicht schon mal im Leben irgendwie einen falschen Turn gemacht habt und vielleicht eine dunkle Vergangenheit habt oder so, ihr werdet immer irgendeinen Job finden. Ihr werdet immer irgendwelche Leute finden, die über das hinwegschauen können, die sehen, was ihr jetzt heute sind. Und man muss nicht immer so das Schwarz-Weiß-Denken haben, ja, du bist Influencer, nein, du bist Lehrerin, nein, du bist einfach eine dumme Blondine, nein, du bist mega gescheit, nein, du bist mega hässlich, nein, du bist mega hübsch. So, lass mich einfach existieren. Und das gilt für euch alle auch so. Existiert doch einfach. Es ist eigentlich gleich. So, du weißt selber, wer du bist. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt gerade sehr viel gelabert. Ich weiß auch gar nicht, was ich geredet habe. Ich hoffe, ich tue das nachher anständig bearbeiten. Ich hoffe, es war für euch auch ein Einblick in, wie ich denke. Und das Denken verändert sich auch immer wieder. Also es ist jetzt nicht, dass das so meine statische Meinung ist und unverändert, sondern das kann sein, dass ich in 2 Monaten etwas anderes sage. So, we live and learn, oder? Wie ihr alle auch. Ich glaube, es ist wichtig, auch irgendwo transparent über gewisse Entscheidungen zu reden. So, wieso redet man über gewisse Sachen nicht? Das ist nicht, weil man einfach nicht davon erzählt. So, man überlegt sich, wenn man gescheit ist, überlegt man sich bei den meisten Sachen, die man ins Internet rausposaunt, schon ein bisschen etwas. Ich weiss auch, ich könnte profitieren, wenn ich gewisse Sachen machen würde. Ich könnte auch jetzt hier halbnackt sitzen oder Clickbait betreiben mit «mein neuer Freund», wow, oder so. Aber das sind bewusste Entscheidungen, die mir hoffentlich in meinem Leben noch werden helfen. Eben genau, weil ich noch andere Sachen zu erreichen habe und nicht nur, weil Fame und Klicks und Likes generieren, sondern halt actually das machen, weil es mir Spass macht und nicht meine Seele verkaufen. TMI. Too much I. Da habe ich mir letzte Woche noch etwas aufgeschrieben, das ich unbedingt erzählen wollte. Jetzt ist es auch irgendwie nicht mehr so deep. Wirklich, es haben mich einfach alle so provoziert in letzter Zeit. Ich war einfach im Gym gesehen, bei den Hyperextensions Teil, egal, ich kann es euch nicht erklären, und habe Hyperextensions gemacht. Und dann bin ich zwischen meinem Set ans Handy gegangen, also einfach habe meine Pause am Handy verbracht, gell, mit Kopfhörer drin. Und vielleicht bin ich schon so 1-2 Minuten zu lang am Handy gesehen. Also ich bin nicht nur 30 Sekunden am Handy gesehen, aber wenn man sein Research betreibt, dann weiss man, dass man eigentlich auch eine längere Pause machen sollte zwischen seinen Sets und nicht einfach so Ego pumpen sollte. Ich war auf jeden Fall am Handy und dann schnurrt mir ein alter Mann voll einen rein. Wirklich, kommt er von rechts und ich habe es gefilmt. Darf man das zeigen? Ich glaube, ich spiele es nicht ab, weil ich habe Angst. Aber das ist auf jeden Fall ein deutscher Mann, ein alter Mann. Ja, wie lange hast du noch wie lange brauchst du noch? Und ich sage ganz nett, ich bin gleich fertig. Haben wir aber schon gedacht, wieso fragst du mich das? Er war mitten in seiner Übung noch. Er war nicht so am Warten, bis ich fertig. Er war selber am
eine Bauchübung machen. Ich habe gedacht, wieso stressst du mich jetzt schon? Komm, wenn du fertig bist. Und dann er, ja, weil ich habe jetzt eben noch einmal und danach wäre ich eigentlich fertig und ich würde dann gerne an deines. Und ich so, okay. Ja, kannst du dann. Bin schon so genervt gewesen. Und dann habe ich wieder meine Kopfhörer reingemacht und bin nochmal ans Handy, weil ich dachte, ich lasse mich jetzt nicht von einem alten Mann stressen. So, ich habe meine Pause. Sorry, dass ich Gewicht nehme für meine Übungen. Grandpa. Dann schnurrt er mir einfach nochmal rein. Ja, weil das, was du jetzt machst, trainierst ja gerade nur deine Daumen. Und dann habe ich gedacht, du hast dich wirklich mit der Falschen angelegt. Damit trainierst du ja nur deine Daumen. Keep in mind, 70-jähriger Grandpa und ohne Bodyshaming oder sonst irgendetwas. Aber er hat seine Übung falsch ausgeführt. Er hat sich wahrscheinlich einen Rückenweh reingeholt mit dieser Übung, die er gemacht hat. Und dann kommt er mir rein und will mich schämen dafür, was ich mache im Gym. Nein. Dann habe ich gesagt, wie bitte? Mit einem Grinsen im Gesicht. Ich bin natürlich so freundlich gewesen, oder? Ja, ich wollte ja nur sagen, also so trainierst du ja nichts. Dann habe ich gesagt, und wieso haben Sie, ich habe immer wieder von du auf sie gewechselt, weil ich so genervt bin. Und wieso haben Sie mir zu sagen, wie ich meine Pause zu verbringen habe? Ich sage Ihnen doch auch nicht, was Sie machen sollen. Nö, habe ich auch nicht gesagt, aber ich sage ja nur, also solange Sie das Gerät nicht blockieren, habe ich auch nichts zu sagen. Dann ich so, ja, wenn ich das Gerät aber brauche, dann brauche ich das. Weil das regt mich so auf. So. Ich bin noch nie in meiner ganzen Gym-Karriere zu irgendjemandem angegangen und habe so gesagt, also ich würde jetzt gerne, weißt du, wie oft bin ich schon an ein random anderes Gerät, Hauptsache ich mache etwas, zum warten, bis etwas frei ist. So, wir sind in einem Rentner-Gym, wir sind so zu 5 in diesem Gym. Es ist nicht so deep, wir sind nicht in einem Pumper-Gym, wo Leute anstehen, um an das Gerät zu kommen. Es ist nicht so deep. Dann hat er schon so angefangen, ja, ist ja egal. Dann habe ich gesagt, Sie haben doch auch Kopfhörer drin. Soll ich jetzt sagen, Sie trainieren Ihre Ohren oder wie sieht's aus? Und dann hat er mega schnell, nö, also ich höre Podcast. Hast doch auch einen Kopfhörer drin. Soll ich sagen, du trainierst deine Ohren? Ich höre Podcast. Ja, ich sag ja nicht. Ist ja egal. Ich gehe weg. Und dann ist er einfach irgendwo anders angegangen. Und ich habe dann extra mal 30 Sekunden an meinem Handy verbracht, bevor ich angefangen habe, weiterzumachen. Weil ich einfach dachte, nein, das lasse ich mir nicht gefallen. An einem Sonntagmorgen, du freche Siech, Mann. Das ist mein TMI. Lass mal los. Jemand hat mir eine Confession überlassen. Lass mal los ist ja für Confessions eurerseits. Also schreibt mir gerne unter dem Link in der Bio eure Confession. Bin mal aus Versehen falsch rum in den Kreisverkehr reingefahren. Nichts passiert. Trotzdem beschäftigt es mich seit 9 Monaten. Ihr denkt jetzt so, ist ja nicht so, wow, crazy oder so, wieso lesest du das vor? Es ist einfach etwas Ähnliches passiert. Nicht das. Ich bin noch nie falsch in den Kreisel gefahren. Aber ich bin einfach in Luzern, mitten in der Stadt. Wirklich, ich hasse Luzern zum Fahren. Übrigens, so dort beim Bahnhof umeinander. Nein, also dort wenn man so hinterher fährt beim See, keine Ahnung, fragt mich nicht. Und irgendwie, ich bin dort aus einem Parkhaus rausgefahren und habe einfach meinem Handy gefolgt, was es mir gesagt hat, wo ich hinfahren muss. Und am Boden es war so eine Baustelle und es hat so viel am Boden gehabt und es ist einfach alles so gelb und komisch und ich habe so nicht gecheckt, wo ich hin muss. Und mein Handy hat mir aber gesagt, okay, links abbiegen nachher. Und dann wird meine Ampel grün und es hat auch kein Pfeil auf der Ampel gehabt. Es ist einfach so gesehen, okay, fahr mal. Dann biege ich links ab, weil mein Handy mir das sagt. Und es kommen mir 3 Spuren an Autos entgegen. Ich einfach Geisterfahrerin. Ich war Geisterfahrerin und ich habe es nicht gecheckt. Dann haben sie mich alle angehupt, wirklich Massenhupen. Zum Glück sind alle langsam gefahren, weil alle haben gerade so frisch grün bekommen. Oh mein Gott, alle hupen mich an. Ich in meinem blöden Scheiß-Mini, wo du etwa 100 Mal brauchst, um einfach kehren zu können. Sie warten, ich kehre einfach. Alle alten Frauen auf der Straße halten an und schauen mir zu bei dem. Ich bin alle so am sorry, so am allen winken und sorry. Kehr und fahre des Todes davon, weil ich so Angst hatte, dass irgendjemand mich filmt. Weil dann hast du gerade meine Autonummer drauf und dann wäre ich so böse dran gekommen wahrscheinlich. Oder irgendwie die Polizei ist oder so. Und seither wirklich vertraue ich meinem Handy nicht mehr. Und ich frage mich, was ist dort falsch gelaufen? Weil am Boden, ich schwöre euch, habe ich das Gefühl gehabt, es ist ein Pfeil gegen links gesehen. Aber ich hätte obviously gegen rechts abbiegen. Und das ist mein Roman Empire. Und ich verstand das so gut, dass die Person sagt, es ist nichts passiert, aber es beschäftigt mich seit 9 Monaten. Same. It never happened. Übrigens, falls das irgendein Polizist gesagt hat, es ist
hoffentlich verjährt. Nein, ist es wahrscheinlich nicht, aber ich erzähle, das ist eine Kunstfigur, die etwas erzählt, was nie passiert ist. Edge, Badge. Aber ja, das beschäftigt mich wirklich, rein theoretisch, wenn es wirklich so passiert wäre, beschäftigt es mich extremst. Ich wirklich oft, vor allem wenn ich in Luzern rumfahre, bin ich so, oh mein Gott, bitte biege nicht falsch ab und werde angefahren von 100 Autos. Und es sind so viele Autos gewesen. Oh, das ist so peinlich. Ja, einfach allgemein, Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Das ist alles für diese Folge. Ich freue mich jedes Mal, mit euch zu reden. Es macht mir immer Spass. Und es tut mir leid, wenn amis keine Folge kommt, weil ich einfach wirklich Opfer bin und die Technik nicht check oder sonst irgendetwas ist. Aber ich freue mich dafür umso mehr, jedes Mal, wenn es klappt und wenn ihr auch wieder einschaltet. Und darum lasst mich know, falls ihr irgendein Thema habt, wo ihr Bock hättet, dass ich darüber rede. Nächstes Mal oder die nächsten paar Mal, wenn dir irgendetwas in den Sinn kommt, wo du denkst, die Emma hat sicher eine gute Meinung zu dem oder etwas zu sagen dazu, let me know. Ich komme natürlich immer selber auf Ideen, aber eure Ideen sind meistens besser. Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt, ihr seid gut eingeschlafen und wir hören uns nächstes Mal.